Raus aus der Stagnation. Raus aus dem verkerkerten Turm, wo man sich immer befunden hat oder sich selber eingeschlossen hat. Und falls du ein Thema hast, wo du das Gefühl hast, das sind aber die anderen die Schuld. Die anderen haben mich in den Turm eingesperrt und ich bin nicht rausgekommen und ja, habe mich nicht bewegen. Die anderen können nichts dafür. Die anderen sind nur der Spiegel von dir selbst. Was kann ich tun, damit ich ankomme? Damit ich nicht wie eine Wilde oder ein Wilder durch die Weltschicht rumbötle und Inselhopping mache, wenn ich aber den sicheren Hafen einfahren kann. Dann will man den sicheren Hafen einfahren. Das, was dich mit dem Gefühl catcht und wirklich, wo du merkst, wow, dort löst es Emotionen aus. Und das ist dann egal, was für eine Emotion. Ist es, ich sage jetzt einmal, eine hochschwingende oder eine niederschwingende Emotion, dort verbirgt sich genau drin. Und genau diese Themen dürfen wir anpacken, um den sicheren Hafen einfahren und den Anker endlich runterzulassen, um zu sagen, da bleibe ich. Und das ist das Richtige. Also, nicht in Gedanken verlieren, sondern wirklich schauen, catcht mich wirklich, was macht auch emotional etwas mit mir und nicht nur da oben, der Gedankenkarussell. Das ist sehr wichtig, weil dann ist man am Rumböteln. Dann ist man am Rumböteln und ist Inselhopping am machen, anstatt den sicheren Hafen einzufahren. Weil der Weg mit dem Boot, um den sicheren Hafen einzufahren, der findet nicht da oben statt, sondern mit dem Ganzen. Und das Ganze, das ist auch mit Gefühlen und nicht nur einfach, ich könnte noch, wäre noch schön, hätte Fahrrad. Und da wird es Momente geben, wo man wieder zwischendrin das Gefühl hat, ach Gott, der Nebel zieht sich auf, wo soll ich mit dem Boot hin? Das braucht es aber. Genau das braucht es, genau den Moment, wenn du die erlebst und findest, ich weiss irgendwie nicht, soll ich nicht, dann sind wir wieder beim Gedankengut hier, bei dem Waschmaschineneffekt hier oben. Dann ist ganz wichtig, dass man diesen Moment nutzt, um im Ganzen das zu betrachten. Weil dann lüftet sich oder lichtet sich der Nebel. Der ist da, damit du ihn wieder einfach nicht mit irgendwie 100 km/h mit dem Böckli durchs Zeug durchfährst und wichtige Momente vergisst, sondern die sind da, um wieder bewusst zu werden, okay, jetzt ist es trübe Sicht, wo gehe ich jetzt hin? So, und das nicht aus dem Kopf raus, sondern was sagt mir mein Gefühl? Weil in dem Monat März ist dein Gefühl ganz wichtig. Und auch die Zeichen. Achte auf die Zeichen. Wenn dir immer der gleiche Vogel begegnet, geh mal nachschauen, was bedeutet überhaupt der Vogel? Was will dir der Vogel sagen? Achte auf die Lügen. Achte, was nicht mehr passt. Wenn du möchtest, dass sich etwas Gutes in deinem Leben verändert, dann ist es wichtig, dass du, ich sage jetzt, aus falschen Themen aussteigst. Du bist verantwortlich, um das Thema zu verlassen. Du bestimmst, was in dein Feld hineinkommt. Du bestimmst, mit was dass du in Resonanz gehst.